Weisst du noch, wie meine Eltern fast gerannt haben? Wen? Ja, wo sie vor einem halben Jahr neben dem Sahnenhof unter der Erde den alten Friedhof gefunden haben. Ah, ja, du hast ja selber auch gekühlt. Ja, logisch. Weil die Archäologen haben herausgefunden, dass es keine Walser, sondern Keltengräber sind. Und die sind so mega wichtig, dass die Baugruben ab sofort nicht mehr dem Sahnenhof gehören, sondern dem Bund. Also der Schweiz. Dann habe ich gerade gewusst. Dann können wir dort kein Wellness bauen. Und ohne das können wir den Sahnenhof zumachen. Aber dann ist ja genau das Gegenteil passiert. Seit sie die Gräber haben entdeckt. Ja, wollen alle zu uns schauen? Ja, also. Und ein Wellness gibt es ja jetzt gleich, weil die von Bern haben im Sahnenhof den Boden nebendran geschenkt. Voll nett. Das haben sie gedacht, müssen, Luis, als Ersatz. Und einer der Archäologen hat noch gesagt, die Fundstelle die bleibe eine Goldgrube für den Sahnenhof. Weil sie dort so einen Armreif mit Wolfsköpfen und komischen Zeichen drauf haben gefunden. Das ist keltisch, Luis. Der Armreif hat der Keltenprinzessin Arwen gehört. Oh, das Theater, das die Archäologen und Journalisten haben gemacht. Ja, und gestern ja auch. Die Schwedin aus dem Zimmer 417, die ist ausgeflippt und hat der Archäologe gefragt, ob sie den Armreif anschauen dürfen. Der hat dann nur gesagt, das können sie dann, wenn der Armreif im Museum sei. Zuerst müssen sie ihn noch ein bisschen putzerlen. Genau. Und so lange bleibe der Armreif in diesem Baucontainer, dort, wo die Archäologen arbeiten. In einem Metallkistchen mit Schloss. Ja, können wir jetzt auch mal von etwas anderem reden? Von was? Denk vor Eröffnung. Ja, also. Ja, wir haben darum Casa Maria eröffnet. Das ist das neue portugiesische Restaurant von meiner Mama. Die Maria hat es voll gewagt und ihren Traum verwirklicht. Ja, die Mami von Fabi hat an der Eröffnung eine Ansprache gehalten und gesagt, es gehe aufwärts mit dem Sahnenhof. Wegen dem Restaurant Casa Maria von meiner Mama. Ja, und wegen dem wertvollen Armreif von Prinzessin Arwen, der im Moment noch im Container gelagert wird. Das ist wie ein Wunder, dass wir den hier gefunden haben. Ja, es sind etwa 1 Million Gäste gekommen. Und wir haben 1 Million Gläser poliert. Sogar der Grauzopf Freddy hat gefunden, er hat gemeint, sicher Muskelkater. Und dann hat er mir noch Merci gesagt. Für das Helfen? Nein, weil ich ihm gesagt habe, dass die Wohnung unter uns frei werde. Die, wo er dann reingezögert ist. Ganz allein nur wegen mir ist er im Dorf geblieben und hilft meiner Mama in Casa Maria als Grauzopf für alles. Dafür hat Grandma eine Eröffnung gefällt, weil sie auf England musste, zu ihrem Geldberater. Und der Bob? Ja, der Prinz Bobeli. Ja, er hat eben wichtige Prüfungen in der Schule. Ja, und der Gustavo, mein Bruder, ist gegen noch zu Brasilien. Ich habe ihm dafür ein Foto geschickt. Von der Spezialität von Maria? Kutteln mit weißen Bohnen. Also der Polizist von Grüningen hat einmal die ganze Dauer hinterher geschletzt. Und ein paar andere haben es immerhin probiert. Sogar die Victoria. Und sie hat gesagt, es sei gut. Ja, dabei hat jeder gemerkt, dass sie es grusig findet. Und überhaupt, die ist ja nicht einmal wegen der Eröffnung gekommen. Nur weil draussen ihre blöde Sportkarre im Schnee stecken. Und dann hat ihr Chauffeur die Köttinnen montieren. Wir heissen alle Leute willkommen, Luis. Ja. Vor allem Freunde, die in einem Schneesturm ein Dach suchen. Außerdem hat sie sich sehr nett vorgestellt. Als Influencerin aus Amerika. Haha, so eine Tussi mit Giraffenwimpern. Victoria hat erzählt, sie sei für 2 Wochen in Rose. Eingeladen von Lady Blake. Als Influencerin. Also zum Werbung machen für das Hotel. Und dann macht sie noch mega viel Werbung für Wimpern und Schminkzeug und Shampoo und sogar Kopfhörer. Das sei ein Fulltime-Job, hat sie gesagt. Ist halt mega streng, Tag und Nacht föteln. Sich in Suite, sich im Spielcasino, sich im Sportwagen von Rosa, wo sie gratis darf brauchen, mitsamt dem Chauffeur, der dann auch noch gerade für sie fotografiert. Profi-Influencerinnen haben eben einen Fotograf, Luis. Und der Chauffeur war ja früher mal ein Profi. Ja, der Bluffsack hat gescheiter an der Eröffnung der Mama ihre Fischkräpfchen fotografiert. Und die ins Internet da. Das haben sie eigentlich nicht dürfen. Victoria musste ja für die Rosenwerbung machen und nicht für uns. Boah, hat die von ihrem Job geschwärmt. Sie könne machen, was sie will. Weil Mrs. Blake, also ihre Auftraggeberin, die sei eben gerade zu Dubai. Kaum hat Victoria vor Lady Blake angefangen, hat es draussen angefangen blitzen und donnern. Ein
ein Schneesturm mit Blitz und Donner. Das gibt es fast nie. Nein. In Amerika sagen sie dem Blizzard, hat Victoria gesagt. Boah, wie das hat da. Die Gäste in Casa Maria sind mega erklüpft. Der Vogrünige und die Mama von Luis haben sie dann beruhigt. Sie sollen sich keine Sorgen machen und die Eröffnung geniessen. Aber dann, plötzlich draussen ein mega Knall. Und dann hat es gekracht. Die Gäste haben gekreiht vor Schreck. Wir sind alle rausgesäckelt. Und da haben wir es gesehen. Das ganze Gerüst über der Ausgrabung mit der Schutzblache ist zusammengekracht. Vom Gewicht von dem nassen Schnee und vom Sturm. Die Victoria und ihr Chauffeurfotograf sind auch gekommen. Und der Dave, mit dem Handy in der Hand, hat den ganzen Schlamassel fotografieren. Auch für das Internet. So ein Fiesling. Ja, aber dann hat er ja beim Säckeln nur auf das Handy geschaut und nicht auf den Schnee und ist voll auf die Schnur gefallen. Der Paps schaut das Gerüst an und er so: «Ausgerechnet jetzt passiert das, wo doch bald die von der UNESCO die Ausgrabung und den Armreif anschauen.» Ja, wo die von der UNESCO sind darum mega wichtig. Weil weil die entscheiden, ob die Ausgrabung eine genug grosse Sensation ist, um ein Weltkulturerbe zu werden. Das wäre eben Hammer, weil dann könnten jahrelang Leute von überall schauen und im Sahnenhof wäre nie mehr ein Zimmer leer. Der Vogrünige hat gesagt, die Bauarbeiter würden den Morgen das Gerüst schon wieder aufstellen und wir sollen doch jetzt die Eröffnung von der Casa Maria noch geniessen. Ja, aber die Gäste sind dann gleich langsam gegangen und wir haben noch geholfen aufräumen. Aber plötzlich kommt noch mal einer rein. Und zwar ein Velokurier. Bei diesem Wetter und so spät am Abend. Ja, und gebracht hat er einen grossen Blumenstrauß für Louis seine Mama. Rote und blaue Blumen. Aber kein Name von wem. Mega komisch. Ich dachte, nach diesem krassen Tag gleich noch einen schönen Aufsteller für Louis seine Mama. Aber sie hat die Hänge verrührt und ist bleich geworden. Hortensie! Ein ganzer Strauß. Ausgerechnet, wer tut ihr so etwas an? Es wüsste doch jeder. Hortensie im Haus? Das bringe Unglück. Ja, genau. Das letzte Mal, als sie Hortensie im Haus hatte, ist ihrem Bruder der Blinddarm geplatzt. Ist schon ein bisschen abergläubisch, deine Mama. Nein, mein Sandy-Handy hat im Internet auch eine Liste gefunden mit Blumen, die Unglück bringen. Schlechtes Wetter und Warzen und so. Und Hortensien waren auch dabei. Ja, gell. Wenn es im Internet steht, dann stimmt es sicher. Oh, jetzt, Fabi, tu doch nicht so. Hat es gestimmt oder nicht? Klar. Weil am nächsten Morgen stehen wir in der Lobby und dann kommt der eine Archäologe Ja. und sagt: «Frau Weiss, ich habe gerade den Gerüstschaden bei der Ausgrabung angeschaut. Und dann sehe ich, unser Baucontainer ist aufgebrochen worden. Und der Armreif von der keltischen Prinzessin Arwen ist weg.» Geklaut. Meine Mami hat den Archäologen ganz lang angeschaut. Und geschwiegen. Ich habe ihr gerade angesehen, was sie denkt. Die Grabstätte beschädigt, der Schmuck gestohlen und die von UNESCO kommen. Das mit dem Weltkulturerbe können wir vergessen. Und dann verliert der Sahnenhof seine grösste Touristenattraktion. Der Archäologe hat gesagt, er habe es schon auf Bern gemeldet. Das müsse besonders dreiste Räuber gewesen sein. Das sei ein Kriminalfall für Profis. Und wir schauen uns an und denken, ein Fall für Profis? Ein klarer Fall für das Team FLS. F für Fabi L für Luis und S für mein super schlaues Sandy-Handy, das in meinem Hosensack gerade zufrieden hat versuchen. Wir sind zack in die KG runter. In unsere Kommandozentrale untergeschossen. Der Fabi Sabri-Mops ist auch mitgekommen. Ja, logisch. Der Leo ist der beste Detektivmops, was es gibt. Also, Krisensitzung. Wir haben natürlich sofort gedacht, hinter dem Schmuckdiebstahl steckt garantiert Lady Blake. Ja. Die will den Besuch von UNESCO sabotieren, für im Sahnenhof zu schaden. Die Victoria hat zwar gesagt, die sind gerade in Dubai. Aber für so etwas würde die Schlange sicher noch extra heimlich heimfliegen. Ja, aber das Sandy-Handy hat im Internet Fotos noch gefunden. Von Lady Blake zu Dubai. Wie sie ihr neuestes Hotel eröffnet und der Sommer stolziert wie ein Pfahl. Ja, und wann war die Eröffnung?
Gestern, blöderweise. Ja, also hat sie den Armreif von Prinzessin Arwen gar nicht klauen. Nein. Darum sind wir dann zack zur Ausgrabung Spuren suchen. Mit der Cleo und ihrer Spürnase. Boah, die Schneedecke auf dem zusammengehenden Gerüst. Ja, und der Luis in seinen Turnschuhen hat mit den Zähnen geklappert, wie weiss nicht was. Ja, in dieser Kälte. Hättest du auch nicht so ewig lang den Baucontainer müssen studieren und jeden Millimeter ganz genau absuchen. Mo, weil die Tür war ganz verbogen. Da ist jemand mit Gewalt dahinter. Vielleicht mit einem Brecheisen. Und das ist, denke ich, ein Hinweis, Luis. Wir konnten dann in den Container hineinschauen. Und der Schaft, wo das Metallkistchen drin war, aufgebrochen. Und das Kistchen weg. Dann, gerade wo wir gehen wollen, baut Leo und fährt an im Schneegraben wie gestört. Und was hat sie gefunden? Ein angefangenes Päckchen mit grünen Matrosentäfeln. Wir schauen uns an und gerade so... Der Dave! Der hat genau die Täfeli in seiner Hosentasche. Ja, und für wen arbeitet der Dave? Für die Lady Blake! Eben gleich die. Wir wollen auf die Polizeiwache, aber dann kommt der Vogrüniger gerade zu laufen. Er hat gekinnt und gesagt, was das gestern für eine schöne Eröffnung von Casa Maria war. Er brauche Hopplas Espresso und dann muss er im Dorf zum Rechten schauen. Ja, das Auto rutscht seit dem frühen Morgen auf dem Schneeinang rein. Voll krass. Und dann läuft er davor Richtung Casa Maria. Wir ihm nachher und er so, Herr Vogrüniger, im Fall wegen dem gestohlenen Armreif. Wir haben am Tatort beim Baucontainer Matrosentäfeli gefunden. Ja, und das sind die Lieblingstäfeli vom Dave. Aber der Vogrüniger hat es voll nicht interessiert. Erstens haben wir nichts am Tatort verloren und zweitens ist das kein Beweis. Außerdem, wieso sollte der Dave für die Lady Blake so ein keltisches Armband klauen? Für das zu verkaufen, müsste sich jemand auskennen. Dann so, ja, vielleicht kennen die ja einen, der sich auskennt. Aber der Vogrüniger hat nur den Kopf geschüttelt und ist sein Espresso schnappen. Ja, und dann zurück ins Dorf, Unfälle regeln. Ich wäre gerne zuschauen. Mit dem Sandy-Handy und der neuen Drohne, die ich gekauft habe. Ja, mit dem Finderlohn vom Bankräuberschatz. Wir haben uns ja beide etwas Grosses kaufen, dank der Grandma Miller. Ich mir ein Handy. Und ich mir eben die Drohne, weil meine alte ja kaputt gegangen ist. Genau. Aber es hat zu fest geschneit, um die Drohne in die Luft zu schicken. Wir also in Sahnenhof und da kommt gerade Victoria in die Lobby. Die Influencerin mit den Giraffenwimpern, die für die Rose hat Werbung gemacht. Sie habe gehört, was passiert. Der Schaden der Ausgrabung und der Diebstahl vom Armreif. Und das sei ja schrecklich. Und zum Aufmuntern haben sie ein Pack Luxemburgerli mitgebracht. Der Sabri-Mops hat gerade angefangen zu winseln. Und Victoria sofort, das sei leider nichts für die kleine Cleo. Weil Zucker sei doch gefährlich und ungesund für Hunde. Und zum Trost hat sie die Cleo gekrault. Dann, wo sie so zusammen geredet, Sabri-Mops hier und Sabri-Mops dort, fährt plötzlich in meinem Hosensack mein Sandy-Handy an zu vibrieren. Wie blöd. Der Luis macht mir ein Zeichen und ich verabschiede mich von Victoria. Und wir sind zack in die KOG. Das Handy mega aufgeregt. Ja, weil sie haben gerade einen komischen Hilferuf bekommen. Das Handy ist auf Lautsprecher. Und dann haben wir eine Stimme gehört. Du bist Sandy, nicht wahr? Bitte, hilf mir. Ich überhaupt nicht mehr rausgekommen. Das Handy war doch immer das Geheimnis vom Team FLS. Ja. Niemand weiss etwas von ihr. Wer ist das? Dann das Handy aufgeregt. Ja, ich bin die Sandy. Wie kann ich dir helfen? Und dort die komische Stimme. Meine Kamera läuft, aber ich kann nicht sehen. Hilf mir, Sandy. Hilf mir. Na, wieso meine Kamera? Und da läuft es mir kalt den Rücken ab. Die Stimme gehört nicht einem Mensch, sondern einem Handy. Uns hat es fast hinterher geschletzt. Ein zweites super schlaues Handy, das denken kann, wie das Handy. Sie fragt das andere Handy nochmal, wer es sei. Und das sagt, ich
weiß es nicht. Es knackt und dann ist es still. Das Sandy-Handy ist ganz heiß gelaufen und hat wie wild probiert, das andere Handy im Netz wieder zu finden. Nichts. Und dann sagt sie, Luis, Fabi, ich brauche Ruhe. Bitte lasst mich alleine. So etwas hat sie noch nie gesagt. Noch nie. Dann haben wir sie halt alleine in der KG gelassen. Ja, und sie mit dem Sabri-Mops auf eine Busy-Runde. Wir kommen beim Café Bircher vorbei und wer sehen wir durch das Fenster an einem Tisch hocken? Der Archäologe und die schwedische Gästin aus dem 417. Ja, die sich so für einen Armreif von Prinzessin Arwen hat interessiert. Ja, genau. Und er hat sich sogar noch geküsst. Wer? Der Luis schaut weg, aber ich nicht. Und was sehe ich auf dem Tisch liegen? Matrosentäfeli! Ich zücke mein neues Handy und schreibe das Handy in die KG. Sie soll im Internet alles über die Schwedin und den Ercho-Dings herausfinden. Zuerst lang keine Antwort. Und dann plötzlich... Ich werde so lange ins Internet reinhorchen, bis ich das andere Handy wiederfinde. Ja, unser Fall hat sie kein bisschen mehr interessiert. Luis, wir haben einfach nie gemerkt, dass sich das Handy ein bisschen einsam hat gefühlt. Und jetzt hat sie ein Handy-Gespendli. Das schon wieder verschwunden ist. Dann haben wir uns halt aufgeteilt. Ich bin vor dem Café Bircher rausgeblieben, um die zwei zu beobachten. Und ich bin mit der Cleo heim. Habe an der Rezeption den Namen von Schwedin aus der Gästekartei abgeschrieben, bin in KUG und habe auf meinem Handy selber recherchieren. Aber nichts gefunden. Ich habe mir dort vor dem Café Bircher die Füße abgefroren, aber die sind aus sie nicht rausgekommen. Und dann kommt mir in den Sinn, dass ich bei Mama im Restaurant im Mittagsservice helfen müsste. Dann ist der Luis in die Casa Maria gesäckelt, hat seiner Mama gesagt, er sei zwar zu spät, aber dafür käme jetzt auch noch ich helfen. Er gehe mich gerade holen. Mega nett, Luis. Ja, tu jetzt nicht so. Dank dem sind wir einen Schritt weiter gekommen. Und der Grauzopf hat sich auch gefreut über deine Hilfe im Service. Nach 10 Minuten kommt der Chauffeurfotograf von Victoria ins Restaurant. Er hockt an einem Zweiertischli, der Grauzopf bringt ihm die Karte mit dem Tagesmenü, aber der schaut es gar nicht an und deutet zuerst mal auf die Fotos in der Wange. Die sind mega stümperhaft. Dabei hat meine Mama ihren Brütstieg gemacht. Der mit dem Blinddarm. Dann fängt der Chauffeurfotograf an zu bluffen. Er ist mega berühmt und hat früher in Amerika Models und Stars fotografiert. Ja, und Influencerinnen zu fotografieren, sind also nur so für zwischendurch. Dann streckt er im Grauzopf noch seine fette, goldige Uhr unter die Nase. Wo der Chauffeurfotograf fertig umgeblufft hat, lächelt ihn der Grauzopf breit an, zwinkert mir zu und sagt: Zum Essen empfehle ich eine Tagesspezialität. Kutteln mit weissen Bohnen. Keine 2 Bissen hätten abgebracht. Nein. Aber nach dem Grauzopf gleich noch ein mega Trinkgeld geben. So einen alten Kellner werde sicher mies gezahlt. So einen eingebildeten Kerl. Ja, mega. Nach dem Helfen sind der Luis und ich in die KUG runter. Ja, und das Handy hat immer noch verzweifelt im Internet das andere Handy gesucht. Ja, und ich habe halt dann auf meinem Handy geschaut, ob der Bluffer wirklich so ein Starfotograf ist. Und da sind wir plötzlich auf etwas gestossen. Der hat tatsächlich mal zur berühmten Agentur Blitzlicht gehört. Aber dort hat er Bilder, die andere Fotografen gemacht haben, verkauft, ohne dass die das gewusst haben, hat gesagt, die Bilder seien von ihm und hat alles Geld eingesackt. Das ist verboten. Dann haben sie ihn rausgeschmissen, er hat angefangen Taxi fahren und ist als Chauffeur bei der Hotelkette von Lady Blake gelandet. Dann haben wir so... Einer mit einem kleinen Chauffeurenlohn, der aber gleich so mit Köln um sich wirft. Braucht doch Geld. Oder? Ein Armreif von einer keltischen Prinzessin, die er teuer verkaufen kann. Jetzt haben wir schon 3 Verdächtige gehabt. Der Dave, weil ihn die Lady Blake hat angestiftet. Die Schwedin mit ihrem Archäologenschatz. Und der Chauffeurfotograf, weil er Köln braucht. Oder weil ihn die Lady Blake hat angestiftet. Der arbeitet ja bei der, genau wie der Dave. Also die Schwedin war mega hauptverdächtig.
Das ist eine Frau und Frauen haben gerne Schmuck. So eine Kabis, Luis. Eine fette, goldige Mannenuhr ist dann kein Schmuck. Ja, aber die Schwedin mit ihrem Archäolog hat doch am ehesten gewusst, wie man so einen keltischen Armreif verkaufen kann. Stimmt auch wieder. Ich so zur Sandy-Handy. Was meinst du? Wer sollten wir weiter beobachten? Still. Nein, nochmal. Sandy-Handy? Sag doch etwas. Wer müssten wir am ehesten beobachten? Aber das Handy mit dem Kopf total neues fragt, wenn ich das andere Handy wiederfinde, darf ich ihm vom Team FLS erzählen? Ich schaue zur Fabi und sehe so gerade raus. Lieber nicht. Voll brutal. Ja, das Team FLS ist unser Geheimnis. Ja. Wir kennen das Handy ja gar nicht. Das wäre doch viel zu gefährlich. Ja, das stimmt. Dann hat Sandy-Handy 10 Granny-Smiley auf dem Bildschirm da. Ja, sie hat mir auch leid da. Aber das war einfach nicht das Wichtigste. Wir mussten einen Fall lösen. Sandy-Handy hat wieder ihre Ruhe wollen und wir sind in die Lobby. Da kommt gerade der Vogrüniger daher. Fabi, wenn ich dich schon gerade sehe, deine Matrosentafel-Vermutung ist auch nicht ganz wasserdicht. Und ist voll am Grinsen. Und ich so, wieso nicht? Dann nimmt er ein Päckchen Matrosentafel aus einer Tasche von seiner Uniform. Genau solche, wie mein Detektiv und Leo bei der Ausgrabung gefunden haben. Ja, und wo der Archäolog und die Schwedin auf dem Tisch hatten. Dann der Vogrüniger so, die Tafel verteilen sie seit 2 Tagen. Gratis am Bahnhof. so ein Mist. Wenn sie die Matrosentafel am Bahnhof verteilt. Ja, dann ist das halbe Dorf verdächtig. Ja, also haben wir eine neue Spur gebraucht. Also, wer hat alles wissen, dass der Armreif von Prinzessin Arwen im Baucontainer der Archäologen ist? Mir ist in den Sinn gekommen. Die Mami von Fabi hat doch an der Eröffnung von Casa Maria eine kurze Ansprache gehalten. Sie sei so stolz auf die Casa Maria und dass es aufwärts ging mit dem Sahnenhof. Auch wegen dem wertvollen Schmuck im Baucontainer hin. Stimmt. Also haben es alle gewusst, die das in der Eröffnung gehört haben. Oder Dave und der Archäologe. Und der Chauffeurfotograf mit der goldigen Uhr und dem grossen Mund. Ja, und alle anderen. Ja. Dann marschieren wir ins Restaurant, gehen die Gästeliste checken. Aber dort steht der Vogrüniger und der Dave. Ja, der Dave hat so super schlau da. So ein Armreif aus einem Grab ist im Fall nicht so einfach zum Verkaufen. Dann ich rede raus, Dave, was hast du noch gemacht an diesem Abend nach der Eröffnung? Ausser im Schnee auf die Schnur fallen. Und der so, das geht dir nicht an. Auf die Schnur gefallen bin ich nur, weil dir der Platz vor dem Eingang nicht anständig pfaden. Nicht der Vogrüniger trocken. Auch ein Ender, weil du zu viel hast getrunken. Das hat mein Kollege schon gemerkt, als er dich mit deinem vertrammten Fuß heimgefahren hat. Der Luis und ich schauen einander an. Weil, wenn der Dave ist heimgefahren wurde, dann hat er den Baucontainer sicher nicht aufgebrochen. Nein. Dann haben wir bei Mama die Gästeliste von der Eröffnung geholt und sie in die KO gegeben, um sie durchzuchecken. Dann kommt unsere Lobby die Victoria entgegen und fragt, ob ich coole Locations wüsste, wo man schöne Fotos machen können. Ja, dann hat Fabi mich stehen und ist mit dieser Giraffenwimpern-Tussi ins Restaurant von Mama. Bin ich halt allein in die KO runter. Und ich habe mich gefragt, ob ich es Victoria sagen soll. Das mit ihrem Chauffeur? Ja, genau. Dann habe ich es gemacht. Ich habe sie gefragt, ob sie wüsste, dass der früher Bilder von anderen Fotografen verkauft habe und so da habe, als sei es seine. Also, dass der kriminell sei. Da schaut mich Victoria mega lang an und er sie so, ja, sie wüsste es, aber er sei halt gleich a good person. Und Menschen können sich ja auch ändern. Ja, und dann ist noch der Vogrüniger gekommen. Ja, er sieht Victoria und kommt zu uns. Er müsse gerade noch etwas fragen. Ob sie und der Chauffeur nach der Eröffnung direkt heim seien. Dann hat sie fast angefangen zu rennen. Ihr Chauffeur hat sicher nichts mit dem Diebstahl zu tun. Ja, sie sind zusammen zurück in die Rose und noch ins Spielcasino. Bis am Morgen am 1. Und mit dem war der Vogrüniger zufrieden. Und dann bist du mit dem Wimperngiraff Fotos machen. Ja, rauf an die Alpenstrasse zum Bänkli mit der Aussicht über das Dorf.
Dort habe ich sie dann gefragt, ob sie ihre Chefin eigentlich gut kenne. Victoria so, nein, die Lady Blake sei ja zu Dubai, während sie für die Rosen influenzen. Und wieso, dass ich sie das frage? Nicht Fabi, rede raus. Die Lady Blake ist die gemeinste Schlange, die es gibt. Victoria, pass auf, die will allen nur schaden. Sie will am Sahnenhof nichts gönnen und vergiftet ihren eigenen Hunger. Mit Luxemburgerli. Und dann hat Victoria mega schockiert, das sei ja grässlich und das tut ihr mega leid. Ja, und wenn sie das gewusst hätte, dann hätte sie nie für die Lady Blake arbeiten. Aber sie haben halt einen Vertrag und den können sie nicht einfach kündigen. Dann haben wir beim Bänkli in der Alpenstrasse ein Selfie gemacht, vor dem verschneiten Dorf. Mega herzig. Ich habe in dieser Zeit in der KUG die Gästeliste gecheckt. Das Handy hat mir sogar ein bisschen geholfen. Aber natürlich mega unkonzentriert. Ja, weil sie hat nur über das andere schlaue Handy nachgekehrt und gehofft, dass es sich endlich noch mal meldet. Die Victoria musste dann weiter müssen und ich bin auch in die KUG zum Helfen die Gästeliste zu checken. Wir wollten schon aufgeben. Und dann ein Treffer. Der Beste vom Antiquitätenladen. Bei dem kann man so teure alte Sachen kaufen. Dann ich so, Luis, denkst du auch, was ich denke? Aber in dem Moment fängt das Handy an zu vibrieren. Und blinken mega aufgeregt. Dann schaltet sie auf Lautsprecher und wir hören wieder die Stimme. Wo bin ich? Wer bin ich? Was ist los? Das andere Handy. Und das Handy. Du bist ein Handy, das denken kann. Wie heißt du? Und dann die Stimme. Ich habe keinen Namen. Und es hat sich so lange nicht gemeldet, weil seine SIM-Karte sind kaputt. Und darum können sie nur in einem WLAN-Kontakt aufnehmen. Und ging wieder, hilf mir. Oh, dann hat das Team FLS aber losgelegt mithelfen. Ich so, Handy, wem gehörst du? Einem Menschen. Ich kenne die Person nicht. Wo bist du? Ich weiß nicht. Alles ist dunkel. Nicht das Handy. Es hat sicher eine eingebaute Taschenlampe. Die soll es anmachen. Es hat geflackert und dann ist ein Bild gekommen. Ja, es war aber ziemlich dunkel. Ja, dann hat Luis so, oh, schau, eine Patrone. Dabei war es ein Lippenstift. Ja. Und das Handy, das ist ein klarer Fall. Du bist in einer Handtasche. Und da hat das Handy etwas mega Schlaues gesagt. Handys haben einen Speicher, der alles drauf ist, was sie bis jetzt erlebt haben. Es soll diesen Speicher mal suchen. Der Luis hat das Handy kaum haben vor Zittern und schwitzigen Hängen. Ja, dann hat das Handy gesagt, es hat den Speicher gefunden. Aber es hat fast keinen Akku mehr. Das Handy hat gefragt, was als letztes abgespeichert sei. Und das Handy so, immer wieder Licht. Immer wieder lautes Donnern. Dann fragt das Handy, ob es sieht, wenn das abgespeichert wurde. Gestern, kurz vor 23:00 Uhr. Und wo? In der Nähe vom Sahnenhof. Ja, und eine Mannenstimme hat etwas geschumpfen über einen Schneesturm. Und eine zweite Stimme haben sie auch noch gehört. Aber dann sei es auf einmal still geworden. Und dann plötzlich... Ein Wahnsinnsblitz. Hau und grau. Und dann ein mega lauter Knall. Und dann fühlte ich es. Etwas ganz Neues. Ich konnte denken. Richtig denken. Und dann... Und dann ist die Stimme abgebrochen. Akku leer. Boah. So still ist das Team FLS noch nie in der KUG gesessen. Aber dann das Handy plötzlich... Jetzt kann ich mich erinnern. Bei mir war es auch so. Ein grelles Licht, ein Donner. Genau so. Eine Gewitternacht, ein Blitz, der einschlägt. Und ab dann konnte sie denken, fühlen und Angst und Freude und alles. Getroffen von einem Geistesblitz. Und zum Leben erwacht. Mein Sandy-Handy. Endlich weiss sie, wieso sie ist, wie sie ist. Und dass sie nicht alleine ist. Wir sind ganz erschöpft in der KUG gehockt. Ja, dann hat sich das Handy langsam beruhigt
Und dann sagt sie plötzlich, jetzt brauche ich das neue Handy doch einen Namen. Mega herzig. Ja, es soll Charlie-Handy heissen. Und sie will Charlie Handy finden. Um jeden Preis. Vielleicht sei sie ja im Sahnenhof. Aber dann zack, Bildschirm schwarz, Akku leer, nichts mehr gegangen. Ja, das alles hat das Handy so viel Kraft gekostet. Ja, ich musste in der KG aufladen. Und dann sind wir Charlie-Handy suchen. Wir sind zack die Stege rauf und durch die Lobby. Und da steht der Paps in der Rezeption. Vor ihm der Archäologe und die Schwedin aus dem Zimmer 417. Und was trägt die am Arm? Eine riesige rote Ledertasche. Sicher mit Lippenstift drin. Und vielleicht auch mit dem Charlie-Handy. Die Handtasche ist mir an der Eröffnung auch schon aufgefallen. Ja, ich so zur Fabi. Vielleicht ist auch der gestohlene Armreif von der keltischen Prinzessin drin. Wir zwei in der Nähe also mega unauffällig Umstehen und zulassen. Der Paps sagt gerade zum Archäolog, er hoffe schon, dass die Polizei den Schmuck gleich wieder finde, bevor die von UNESCO kommen. Aber da kommt die Mami aus dem Büro und sagt mit Grabesstimme, ist gerade ein Mail gekommen. Die kommen schon in 3 Tagen. Ui, der Fabi, ihre Eltern haben nur noch geschwiegen. Ja, schon in 3 Tagen. Aber dann hat der Archäolog Adieu gesagt und ist mit der Schwedin zum Sahnenhof aus. Hand in Hand. Die Fabi sofort, wir müssen nachher. Aber ich wollte zuerst meine Sandy-Handy holen. Wir sind aber in die KG und wieder rauf. Und sind wie die Pikten die Hauptstrasse aufgesäckelt. Aber dort waren sie nicht. Weiter zum Bircher. Dort waren sie auch nicht. Dann plötzlich der Luis. Ich sehe sie. Die beiden stehen vor dem Antiquitätenladen. vom Beschen. Ja, der, der an der Eröffnung von Casa Maria war. Genau. Mamma mia. Wir gerade hinter einer Haushecke. Und ich so, die haben sicher den Armreif von Prinzessin Arwen dabei. Ja, und wollen einen Beschen bringen zum Verkaufen. Ja. Die stecken alle unter einer Decke. Ja, aber dann will der Archäologe einladen, die Schwedin will auch, aber er schüttelt mit einem Lächeln den Kopf. Und sie bleibt draussen stehen. Mega komisch. Mega, sie hat einfach draussen gewartet und so ein bisschen in der Handtasche rumgeknuschelt. Ja, und dann geht doch der Luis plötzlich einfach vor und auf die Schwedin zu. Ich hab gedacht, spinnst du, Luis, was machst du? Mein uralter Trick mit der Schülerzeitung. Ich habe zur Schwedin gesagt, ob ich sie etwas fragen darf. Ich schreibe eine Reportage. Nicht immer alles neu kaufen. Umweltschutz und so. Und ob sie viel gebrauchte Sachen kaufen. Zum Beispiel die Handtaschen. Mega schlau. Ja, und sie nickt. Gerade die sind also mega nachhaltig. Nachhaltig. Ja, eben ja. Die sind noch von ihrer Großmutter. Dann so neu wie die aussehen, kann ich das fast nicht glauben. Ob ich sie echt mal ein bisschen genauer dürfte anschauen. Und ich sehe von weitem, wie sie die Taschen aufmacht. Voll clever, Luis. Ja, ich schaue mega interessiert in die Handtasche. Aber kein Charlie-Handy und kein Armreif. Nur ein Schocki mit so Schweizer Bildchen. Dann sehe ich den Archäologen rauskommen. Und der Luis immer noch bei der Schwedin. Boah, bin ich erklüpft. Aber der, mega nett. Ich sei doch der vom Sahnenhof. Und ich so, ja. Und er gibt der Schwedin ein kleines Schachtel und sagt, Überraschung. Und zu mir mit einem Augenzwinkern, sie hat darum morgen Geburtstag. Ja, und darum darf sie eben die Schachtel auch erst morgen auftun. Dann Küssli da, Küssli dort, mega peinlich. Ich habe Ade gesagt, die zwei sind zurück Richtung Promenade und wir hingen nachher. Und ich sage so, Luis, vielleicht ist die Schwedin unschuldig. Vielleicht hat der Archäologe das ja im Alleingang gemacht. Und das Geburtsgeschenk war ein passender Vorwand, um sie draussen zu stehen. Wir sind diesen beiden weiter nachgeschlichen. Aber sie sind nur in den Sahnenhof zurück, die Stege rauf. Und als wir in der Lobby bleiben stehen, sehe ich ein Kuvert auf der Theke der Rezeption liegen. Darauf steht «Weiss Sahnenhof». Nur der Name, keine Adresse. Mega komisch. Und dann habe ich es einfach aufgeschrissen. Ich bin ja auch «Weiss Sahnenhof». Und vor allem habe ich einfach gespürt, irgendetwas ist. Der Fabi ihre Hänge haben angefangen zu zittern. Und dann
hat sie angefangen laut vorlesen. Entweder sie zahlen 100.000 Franken oder sie sehen den Armreif nie wieder. Sie haben 48 Stunden Zeit, um das Geld parat zu machen. Keine Polizei. Weitere Informationen folgen. Mamma mia. Das ist Ein Erpresserbrief. von den Schmuckdieben. Boah! Ich zack Alarm geschlagen. Der Papst läutet sofort dem Vogrünigen an und 5 Minuten später steht er auf der Matte. Leck das Gläuf in der Lobby. 100'000 Franken hat der Erpresser wollen. Das ist weisst wie viel. Mega viel. Der Vogrünigen ist umstolziert wie ein Fernsehkommissar. Das sei ein Fall von nationaler Bedeutung und er tut die Polizeikollegen von Bern einschalten. Da haben sie es auch mit einer Bande zu tun. Eine von denen, die in Museen wertvolles Zeug klauen und dann Lösegeld fordern. Nicht Fabi so. Ihr kommt der Erko-Dings verdächtig vor. Er war als Erster am Tatort und seine Freundin hat sich so für den Armreif interessiert. Und er wüsste am besten, wo man so einen kettischen Armreif verkaufen kann. Bei einem Antiquitätenhändler so wie der Beste. Und genau bei dem war er heute. Dann der Vogrünigen so lehrerhaft. Solltest du nicht gegen Leute verdächtigen, Fabi. Der Archäolog ist ein feiner Kerl. Für den legen ja so beide Hände ins Feuer. Und Fabi mega rot. Dann hat der Vogrünigen dem Paps erzählt, im Aargau hat die Polizei mal nur dank dem Archäolog eine Bande verwünscht, die römische Münzen geklaut. Das ist sogar in der Zeitung gestanden. Der Archäolog und die Schwedin sind dann auch noch gerade Stegen runtergekommen und fragen, was passiert sei. Und gerade als es wieder spannend wurde, geht der Vogrünigen mit der Fabi ihren Eltern und dem Archo-Dings ins Büro. Wir hingen nachher, aber der Vogrünigen dreht sich um und sagt, «Nichts für Kinder» und macht die Türen zu. Mir natürlich beide die Ohren an die Tür gedrückt. Der Archäolog hat gesagt, das sehe nach einem Amateur aus, der Cash brauche, also Geld. Der Vogrünigen hat seinen Schlachtplan erzählt. Erstens, zu Bern 3 zusätzliche Polizisten anfordern. Zweitens, falsches Geld für die Erpresser. Voll schlau. Drittens, das Erpresserkuvert auf Fingerabdrücke untersuchen. Ja, und dann natürlich das Personal im Sahnhof befragen. Vielleicht hat ja jemand gesehen, wer das Kuvert hergelegt hat. Und Herr und Frau Weiss sollen sofort anrufen, wenn sich der Erpresser wieder melden würde. Genau. Und dann Zack! geht die Türen auf und wir sind ihnen fast auf die Füße gefallen. Ja, und der Vogrünigen so: «Hast du gehört, Fabi, was ich gesagt habe? Ermitteln tun wir.» Und zu mir: «Für dich gilt das aber auch. Gell, Luis?» Zu dir hat er es irgendwie viel netter gesagt als zu mir. Wir sind in die KG das Handy einstecken. Die hat wieder einen leeren Akku gehabt, weil sie in meinem Hosensack die ganze Zeit Charlie im Internet hat gesucht. Wir mussten ein bisschen trösten. Und dann haben wir beraten, was wir jetzt machen könnten. Wir sind wieder rauf und sehen gerade der Vogrünigen im Casa Maria verschwinden. Ja, der wollte ja einen Mitarbeiter befragen. Und wo hat er angefangen? Bei der Mama in Casa Maria. Mit viel guter Laune und einem ganzen Tauer Kotteln. Und dann, als er wieder aufbricht, sagt er zur Mama, er würde ja so gerne noch länger bleiben. Aber er müsse auf der Polizeistation die 3 neuen Polizisten von Bern instruieren. So ein Bluffsack. Dann sind wir Leo geholt zum Bisi machen und sind dann beim Mitarbeiterausgang raus. Dort steht der Grauzopf und raucht. Ich frage ihn, ob ihm am Vormittag niemand aufgefallen ist, der das Kuvert gebracht haben könnte. Und er sagt nein. Dann kommt gerade der Dave auf seinem schweren Töff anzufahren. Und der Grauzopf so: «So, Dave, hat eure rosa Influencerin die auch schon fotografiert auf deinem heissen Ofen?» Dann der Dave, er wäre ein gutes Sujet, aber die haben keine Zeit für so Gespäss. Die hocken lieber im Büro vor der Direktorin. Ich sage, so eine Kabis. Eine Influencerin hockt sicher nicht nur im Büro. Und dann der Dave, Influencerin, das sagt Victoria nur nebenbei. Vor allem sei sie die Assistentin von Lady Blake und sie vertreten, solange die in Dubai sind. Typisch Dave. Von nichts eine Ahnung. Ja, aber dann hat er richtig angefangen ausrufen.
So ein junges Tüpfi, das ich in der grössten Suite jeden Tag stundenlang telefonieren und dem sagt man dann «Arbeiten». Dann sind sie rein. Der Grauzopf zum Arbeiten und der Dave auch zum Bier. Ja, dann hat Fabi so zu mir, die Victoria, Lady Blake, ihre Assistentin, das ist so ein Quatsch, das hat sie ihr doch gesagt. Ja, aber vielleicht eben auch gerade nicht, weil ich habe ja gesagt, wie ich die Lady Blake hasse. Auf alle Fälle sind wir mit dem Sabri-Mops auf die Bisi-Runde und dann in KG im Internet die Victoria suchen. Aber wir haben nichts Auffälliges gefunden. Ein Profil mit über 300'000 Follower und jeden Tag neue Fotos und Stories. Der Dave hat also wieder mal übertrieben. Dann fängt plötzlich das Handy wieder wie gestört an zu vibrieren. Das Charlie-Handy hat sich gemeldet. Es sei angeschlossen worden. Nicht das Handy, was meinst du mit angeschlossen? Aber keine Antwort. Dann das Handy. Charlie, was ist los? Und Charlie, es höre eine Männerstimme. Vielleicht sei sie in einem Taxi. Oder nein, sie wissen nicht recht. Jetzt hört sie eine Frau. Und es spüre einen spitzigen Gegenstand. Jemand stochere in ihr um. Und das Handy sofort. Wenn es an deiner Seite stochert, dann bekommst vielleicht eine neue SIM-Karte. Dann kreit Charlie-Handy «Autsch» und dann sagt es, ja wirklich, jemand hat ihr eine neue SIM-Karte reingesteckt. Dann das Handy voll aufgeregt. Jetzt werde dann gerade ihre Gesichtserkennung aktiviert. Und sie soll ein Foto von ihrem Mensch machen und uns schicken. Boah! Und dann schickt uns Charlie das Foto. Mamma mia! Und drauf ist die Victoria. Boah! Das Charlie-Handy gehört der Victoria. Ausgerechnet deren. Ich sofort, Luis. Die Victoria war ja am Abend nach der Eröffnung mit dem Chauffeur zusammen. Da war wahrscheinlich auch ihr Handy dabei. Genau. Also, die Victoria und der Chauffeur haben gesagt, sie seien dann noch bis zur Nacht um 1 im Casino. Aber das Charlie-Handy hat doch gesagt, dass sie dann in dieser Schneesturmnacht in einem Auto waren. Wo sie vom Geistesblitz zum Leben erweckt ist worden. Boah, meine Sandy-Handy hat beim Charlie-Handy gerade nachgefragt. Und sie hat es bestätigt. Sie waren am 23.00 im Auto. Ihre Besitzerin habe die Wetter-App geprüft und eine Mannenstimme habe geschumpfen. Und dann eben der Blitz. Also, sie waren dann nicht im Casino. Die Victoria hat gelogen. Ja, auch zu ihrem Chauffeur ein Alibi zu geben. Zumindest schützen. Aber die Victoria hat jetzt noch lange sagen, er sei ein good person geworden. Das Team FLS hat das nicht mehr geglaubt. Dann mussten wir herausfinden, was die in dieser Nacht gemacht haben. Wenn sie nicht im Casino waren, wo sind sie denn her? Zum Glück hat meine super schlaue Sandy-Handy richtig gut mitgedacht. Sie hat gerade mit dem Charlie-Handy reden und ihm erklärt, in diesem teuren Sportkarren habe es sicher einen sogenannten Fahrtenschreiber. Und der speichere, wo sie überall durchgefahren sind. Dann hat sie dem Charlie-Handy erklärt, wie sie sich in den Fahrtenschreiber reinhacken können. 10 Minuten später hat das Charlie-Handy aus dem Sportkarren raus alle Daten geliefert. Direkt zu uns in die KG runter auf das Display von Sandy-Handy. Mamma mia! Also, in dieser Nacht ist der Chauffeur mit der Victoria-Giraffenwimper durch das Dorf gefahren. Im Schritttempo, wegen dem Schneesturm. Ja, via Promenade zum Bahnhof. Und die hat mega lang bleiben stehen. Obwohl um die Zeit kein Zug mehr ist gefahren. Mega komisch. Ja, vielleicht hat der Komplize vom Chauffeur gewartet. Oder sonst jemand. Ja, also jetzt sind wir uns sicher gewesen. Der Chauffeur ist sicher nicht sauber. Nein. Der hat den Armreif geklaut und will uns jetzt erpressen. Aber das können wir niemandem erklären, sonst verraten wir das Sandy-Handy. Wir sind rauf in die Lobby. Das Sandy-Handy in meinem Hosensack ist mit dem Charlie-Handy in Kontakt geblieben. In der Lobby steht der Papst in der Rezeption und stiert die Computer. Ja, und seufzt schwer. Ja, weil übermorgen die von UNESCO kommen und der Armreif ging noch verschwunden sei und wir die mega Auszeichnung mit dem Weltkulturerbe können vergessen.
Und von der Presse haben sie auch noch nichts gehört. Wir sind dann noch schnell in die Casa Maria schauen, ob der Chauffeur vielleicht dort sei. Ja, aber er war nie und dann sind wir halt geschlafen. Meine Sandy-Handy war voll happy. Die ganze Nacht hat sie mit dem Charlie-Handy gechattet. Am nächsten Morgen sind wir mit der Cleo durch den Schnee auf Bisi-Runde. Ja, und haben beraten, wie wir den Chauffeur schnappen können. Genau. Wir sind zurück in Sahnenhof und da stehen meine Eltern und Maria in der Lobby. Und vor allem der Polizist von Grüningen. Neben ihm ein Kind, etwa so 5, mit einem Zettel in der Hand. Der von Grüningen redet auf ihn ein und macht ihm voll Angst. So, los, sag jetzt, Bub, denk nachher. Wie hat der Mann ausgesehen, der dir den Zettel gegeben hat? Aber der Knirps hat voll angefangen zu rennen und nach seiner Mami mögen und ist davon gerannt. Ja, logisch. Da stehen 5 Erwachsene um ihn herum und der von Grüningen mit seiner Uniform und seinem Bart. Ich frage die Mami, was ist, und der von Grüningen liest den Zettel allen vor. Deponieren Sie morgen Abend um 8 Uhr das Lösegeld in einem roten Lederkoffer im Rose-Casino unter dem Spielautomaten mit der Nummer 64. Keine Polizei, keine Spielchen. Befolgen Sie die Anweisung, dann hängt ein grüner Plastiksack in der Garderobe am Haken 64. Im Sack wird der Armreif sein. Und der Luis grad so. Mann, klar, das Datum hat er extra gewählt. Nein, nickt Mami. Ja genau, morgen sei das Casino-Turnier. Alles geragelt voll, in Sonnengewühl eine Lösegeldübergabe zu überwachen, sei ja fast nicht möglich. Aber der Vogrünigen ist wieder voll am Bluffen. Keine Angst. Zuerst schnappt der Represser das Köfferli und er schnappt mir den Represser. Und da kann nichts schief gehen. Dann meine Mama noch so, hoffentlich hat es keine Hortensie im Casino. Und der Vogrünigen so mega nicht mehr rausgekommen. Und sie ist wieder zurück in die Casa Maria. In dem Moment auf meinem neuen Handy, pling! Die Fabi schaut auf das Handy, liest, hockt auf einen Sessel in der Lobby und fährt so doof an zu strahlen, dass ich gerade gewusst habe, das ist jetzt sicher der Bobeli aus England. Ja, weisst du, wie lange ich nichts mehr von ihm gehört habe? Dann haben wir halt ein bisschen gechattet. Klein ist gut. Ja, ich habe Bob alles erzählt, was ist gelaufen. Dann er so, eine Influencerin aus Amerika. Bei seiner Mutter, der Lady Blake. Er wollte alles wissen. Und dann schicke ich ihm den Insta-Link von Victoria. Und dann der Bobeli? Er kenne die Victoria. Er kenne die sogar sehr gut. Das Sieg? Seine Zwillingsschwester. Die Emma. Die Victoria ist die Emma. Tochter von Lady Blake. Und wenn die Victoria in Wirklichkeit der Blake ihre Tochter Emma ist und das niemandem sagt, dann hat das nur einen Grund. Sie will am Sahnenhof schaden. Logisch. Die Emma hat mit dem Chauffeur zusammen den Armreif von Prinzessin Arwen geklaut. Ja. Ich wäre am liebsten gerade alles im Vogrünigen sagen. Aber wir haben ja keine richtigen Beweise gehabt. Ja, ausser dass ihr Alibi nicht stimmt. Aber dann hätten wir ja sagen, warum wir das wissen. Genau, und darum haben wir dafür in der KG einen genialen Plan geschmiedet für den nächsten Abend. Operation Arwen. Wir gehen auch ans Casino-Turnier. Genau. Wenn die Victoria Emma schon so frech ist, die Übergabe im eigenen Hotel zu machen, dann ertappen wir sie auf frischer Tat. Ich habe meine Drohne startklar gemacht. Und Sandy Handy hat den Plan noch Charlie Handy erklärt. Und am nächsten Abend, Punkt 8, ist es losgegangen. Wir sind in die Rose. Am Eingang ein Gestürm. Es ist ewig gegangen, bis wir auf der Terrasse waren. Dort alles super schön mit Fackeln, Tischen und Champagner. Meine Sandy-Handy hat die Drohne von oben aus überwacht und hat mit dem Charlie-Handy in der Handtasche von Victoria Emma Kontakt gehabt. Der Casino-Betreiber, also der Bruno Mendes, Luis sein Vater, hält so eine bluffige Begrüßungsrede. Ich habe nicht gehört. Wir waren mega nervös. Und dann entschuldigt der Mendes auch noch die Lady Blake. Ja, sie wäre so gern da gewesen, sie aber immer noch zu Dubai. Und dann kuschelt Fabi, wo die Victoria Emma sei.
und schaut mega das um. Und dann spüre ich einen Hang auf den Schultern. Ich habe vor Schreck fast aufgeschrauen. Die Victoria Emma. Boah, in einem schwarzen Abendkleid. Und sie so, ob ihr klüpft sei. So sorry. Und dann hat sie geschleimt, sie fand es mega nice, dass ihre kleine Freundin auch da sei. Und heute sei ein ganz besonderer Tag für sie. Dann kommen 2 junge Frauen in Serviceuniform auf uns zu. Und fragen Victoria Emma, ob sie ihnen die Erlaubnis geben kann, die hinteren Sau aufzumachen. Der Luis und ich schauen einander an. So etwas fragt man keine Assistentin. Nein. So etwas fragt man nur eine, die die Chefin ist. Die Fabi hat sich aber nichts anmerken, also da, als wäre das ganz normal. Dann ich mit der Victoria Emma rein. Und ich habe draussen den Ausgang überwacht, falls jemand mit dem roten Geldköfferli rauskommen würde. Ich so zur Victoria Emma. Könntest du mir die grosse Halle zeigen? Ich war noch nie in einem Casino. Und sie, ja klar, sie zeigen mir gerne alles. Und dann sind wir los und sie so wie eine Chefin mir alles erklärt. Voll bluffig. Und als wir in die Halle kommen, sehe ich gerade noch einen Typ in einem schwarzen Anzug, der unauffällig ein rotes Köfferli unter dem Spielautomat 64 platziert. Das Köfferli mit dem Geld drin. Und dann erst habe ich es gecheckt. Das ist ja der Vogrünige, mal nicht in Uniform. Mit einer anderen Frisur und der Bart abrasiert. Er hat mit einem anderen Mann geredet, der den genau gleichen Anzug hatte. Und an den Automaten nebendran haben nochmal 2 Männer gespielt. Alles Polizisten, inkognito. Und ich stehe draussen und friere mit den Füßen ab. Ja, hättest du halt Winterstiefel angelegt statt Turnschuhe, Luis. Ja, ist ja gut. Victoria Emma wollte unbedingt, dass ich zum Buffet komme. Das müsse ich gesehen haben. Sogar Hummerschwänze und Kaviar hat's. Und ob ich schon mal Kaviar hatte. Fischeier. Ich wäre natürlich lieber in der Halle neben dem Köfferli geblieben. Ja, und ich immer noch draussen. Es war mega kalt. Und ich hatte Schiss, dass es wieder anfängt Schnee stürmen. Wegen meiner Drohne. Plötzlich meldet sich das Handy auf mein Handy. Charlie in der Handtasche von Victoria habe gleich keinen Akku mehr. Und dann drehe ich mich um. Und Victoria Emma ist weg. Ich sende Handy eine Sprachnachricht. Sie soll den Ausgang bewachen. Ja, das hat es wieder angefangen zu schneien. Und ich musste auf einmal unbedingt bisseln. Luis, bitte. Was kann ich dafür? Ja, abgemacht war, dass du draussen bleibst. Ja, aber ich konnte es nicht mehr verheben. Und dann bin ich halt rein. Ja, und ich bin noch beim Buffet gestanden. Da kommt Victoria Emma wieder zurück. Sie hat ein Geschenk für mich. Ein Säckchen mit Jetons, Spielgeld, Münzen. Und ich soll doch bei einem der kleinen Automaten in der kleinen Halle mein Glück probieren. Und dann, bye bye, Darling, ich soll mich gut amüsieren. Sie gehen zu den Spieltischen und dort kann ich leider nicht rein, weil ich zu jung sei. So eine Schlange! Ah, mega! Als sie weg war, bin ich sofort zurück in die grosse Halle zum Automat 64. Aber kaum bin ich dort, gibt es einen riesen Knall. Und alles ist stockfeister. Für 1 Sekunde war alles gespenstig ruhig. Und dann haben alle angefangen durcheinander schreien, es soll jemand den Notfallschalter drücken. Ja, und ein Kellner am Fluchen, weil er mit einem Tablet voll Sektgläser die Stegen runtergefallen ist. Beim Spielautomat 64 geht die Taschenlampe an und einer der Polizisten zündet sofort zum Köfferli mit dem Lösegeld. Es war noch dort. Und der Vogrünige vor mir im Dunkeln. Zum Glück. Die anderen Polizisten haben angefangen, die Leute zu beruhigen. Ich auf dem stockfeisteren WC gehockt, habe gespült und habe mich auf den Gang rausgetastet. Dann höre ich Schritte hinter mir und eine Taschenlampe kommt auf mich zuzurennen, leuchtet mir direkt in die Augen, dann rammt mich jemand und schimpft «Gang weg!», rennt weiter und ich denke so, die Stimme kenne ich doch. In diesem Moment ist das Licht im Casino wieder angegangen. Ich drehe mich um und schaue dem Rüppel mit der Taschenlampe nach. Und wer ist es? Der Chauffeur! Mitsamt einem roten Köfferli. Ich zack die Verfolgung aufgenommen. Er rennt in die Tiefgarage, ich hinge nachher und habe mich hinter einem Ferrari versteckt.
der Chauffeur geht zu seinem Sportkarren, nimmt eine Zange raus, bricht damit das Köfferli-Schloss auf, schreisst den Koffer auf und dann klebt es und spritzt Farbe. Und sein Ring ist blau. Der von Grüningen hat den Koffer mit Farbe präpariert. Ja! Der Chauffeur hat mega geflucht, reibt sich die Augen aus, kumpelt in seine Karre und fährt davon wie pickt. Draussen sieht das Handy in den Drohnen rausrasen und nimmt die Verfolgung auf. Im Saal innen haben sich die Leute wieder beruhigt. Unruhig geblieben ist nur der von Grüningen neben dem roten Köfferli, der dort ist gestanden, wie wenn nichts wäre. Dann brummelt er, an dieser Sache sei irgendetwas faul. Und einer von seinen Kollegen meint, das Köfferli hier hat goldige Schnauen. Und ob das andere nicht silbrige hatte. Der von Grüningen packt es, reisst es auf. Leer. Austauscht während dem Stromausfall. Wir sind in die Garderobe gerannt, aber keine Spur von einem Plastiksack am Haken 64. Dann wir müssen Emma finden. Die hat den Schmuck. Und der von Grüningen, welche Emma? Und die Influencerin Victoria heisst in Tat und Wahrheit Emma und ist Tochter von Lady Blake. Der von Grüningen schüttelt genervt den Kopf und läuft mit seinen Männern davon. Da kommt der Luis zu rennen. Ich habe der Fabi alles erklärt. Und da meldet sich das Handy auf mein neues Handy. Ja, der Sportwagen sei im Schnee bleiben stecken. Der Chauffeur steigt aus und laufe jetzt zurück Richtung Rosen. Die Fabi fragt eine der jungen Frauen, wo das Büro von Victoria Emma sei. Im ersten Stock. Wir rasen rauf, Türen offen, niemand drin. Dafür meldet jetzt das Handy ein SUV-Geländewagen wie blöd aus der Garage, die Emma am Steuer und der Typ auf dem Beifahrersitz hat einen blauen Ring. Und dann meldet sich das Charlie-Handy, sie sei auf dem Weg zum Bahnhof. Und der Chauffeur fragt Emma gerade, wo das der Schlüssel vom Schliessfach sei. Oh, wir sind noch nie so schnell zum Bahnhof gesäckelt, trotz Schnee und Eis. Aber wir haben nur noch von weitem gesehen, wie der Chauffeur zurück ins Auto steigt und davor rast. Mit dem Armreif aus dem Schliessfach. Und ich so, sie hauen ab und wir können nichts beweisen. Ja, aber näher der Hammer. Mein super schlaues Handy hat wieder mal die allerbeste Idee gehabt. Charlie soll die Zentralverriegelung vom Auto aktivieren, sich in den Bordcomputer hineinhacken und in Selbstfahrmodus wechseln. Genial! Und dann hören wir das Charlie-Handy sagen, ausgeführt. Und jetzt gebe ich im Navi gleich noch die Koordinaten vom Polizeiposten als Ziel ein. Gerade nochmal genial. wir natürlich gerade los zum Polizeiposten. Das Charlie-Handy hat das Mikrofon laufen und wir konnten auf meinem Handy mithören, wie die Emma und der Chauffeur gecheckt, was los ist und haben angefangen umeinander zu schreien. Dann hat Emma panisch ihrer Mutter auf Dubai angerufen. Der Lady Blake. Sie hockt gerade in einem fremdgesteuerten, beschlossenen Auto und werden entführt. Da sagt Lady Blake, sicher sei ihr Auto gehackt worden. Sie soll unbedingt alles abstreiten und keine Spuren hinterlassen und sofort ihr Handy zerstören. Und wir beide, Nein! Das Handy voll in Panik. Charlie soll nicht weiterfahren und die Zentralverriegelung wieder aufmachen. Und zu uns, ihr müsst Charlie da rausholen. Und dann das Charlie-Handy ganz ruhig. Nein, das geht nicht. Es müsste das jetzt durchziehen. Es geht doch um das Überleben vom Sahnenhof. Wir so, nein, Charlie. Und dann hören wir wieder die Emma und der Chauffeur toben. Und das Handy zu der Charlie, es soll jetzt bitte sofort alles abbrechen. Aber das Charlie-Handy nur... Jetzt sind wir gleich bei der Polizei. Wir zwei haben es gleich geschafft. Sandy Handy, du und ich. Und dann hat es geknackt. Und alles war still. Sie ist einfach eine Heldin. 2 Minuten später, wir total ausser Atem, biegen in die Strasse vom Polizeiposten ein. Und was sehen wir? Der Fahrgrünige, der gerade Emma und der Chauffeur in Empfang nimmt.
Emma vor dem Auto am Grennen. So Giraffentränen. Ja, es sei alles so schlimm. Sie haben eben den Chauffeur mit dem Köfferli gesehen. Ja, und dann sind sie ihm nachher und konnten ihn überzeugen, zur Polizei zu fahren und sich zu stellen. Und das hat er jetzt gemacht. Es tut ihm mega leid. Die Polizei soll ihn nicht zu hart dran nehmen. Er habe eine kranke Mutter und nur darum wollte er den Armreif genommen verkaufen. Bla, bla, bla. Ja, aber der Vogrünige hat alles geglaubt. Dann sieht sie mich, setzt ein Lächeln auf und sagt, und den Armreif haben sie nur für mich gerettet, falls er überhaupt echt sei. Ihr Chauffeur hat ihn im Schnee gefunden und sei halt in Versuchung gekommen und hat ihn dann am Bahnhof in einem Schliessfach versteckt. Die Fabi ist feuerrot angelaufen. Ja, und da hat sie mich einfach verklebt. Herr Vogrünige, die Tochter von Lady Blake, die ist mitschuldig. Auf ihrem Handy sind alle Beweise. Und dann streckt die falsche Schlange am Vogrünigen ein rosa Handy her. Nicht das Charlie-Handy, ein ganz normales Handy. Da, Herr Vogrünige, please. Und zu mir ganz leisli, I never lose, darling. Ich verliere nie. Die Fabi hat sie nur hasserfüllt angeschaut und ist davongelaufen. Ich ihr nachher und dann haben wir das Charlie-Handy gesucht. Überall. Aber wir haben es nie gefunden. Nein. Es war klar. Die Emma hat es verschwinden. Das Sandy-Handy hat die Drohne alles nochmal und nochmal abgesucht. Sie war so verzweifelt. Wir alle. Ausser die Mami und der Paps. Weil der Armreif von der Kälteprinzessin Arwen ist nämlich pünktlich auf einen UNESCO-Besuch im Schaukasten von Ausgrabung gelegen. Und die waren begeistert. Und dann? 2 Tage später kommt der Vogrünige vorbei. Ja, aber nicht als Polizist, sondern privat. Schön rasiert. Er ist zur Mama die grusigen Kutteln essen. Und ihr Hang? Eine straussrote Rose. Es tut ihm leid wegen diesen Hortensien. Seine Mutter hatte die darum im Garten. Die waren also vom Vogrünigen. Nicht Maria am Lächeln und er am Schmelzen. Und dann so denkt, nein, das darf nicht wahr sein. Bitte nicht. Und ich grinse den Luis an. Ich glaube, der Vogrünige ist in deine Mama verknallt.